Weiter geht's hier in der Gegenwart bei Zelda Skyward Sword, hier Modim sehr One. Hey Freunde, willkommen zurück. Ja, wir sind hier unterwegs und zwar um das Spiel zu komplettieren, wie es aussieht, war. Nein, komplettieren, ich sage jetzt mal so, zu beinahe 100%, nicht wahr? Denn die Herzteil lassen wir ja aus. So, jetzt muss ich erstmal hier kurz hoch, denn wir haben dort noch eine Artefakt der Göttin halt, das uns doch noch sehr nützlich sein könnte. Muss so, oder können wir auch so runter? Ja, könnte knapp werden. Also ich war nur sicher und das war toll. 1A Link, du bist super. Weil du kommst nicht hoch. Link, was soll das? Halt dich mal fest, hey, geht doch. So, jetzt bin ich oben. Nehmen wir den Gegner. Nö, wir haben ein einsames Artefakt der Göttin, wo sich, glaube ich, noch eine Rubinmedaille drin verbergen sollte. Und da fliegt es davon. Sehr schön. Dann haben wir, glaube ich wirklich, haben wir hier irgendwo in der Nähe, mach's mal so, geht ein bisschen schneller. Wobei ich könnte eigentlich, wenn ich schon mal hier hinten bin, überlege gerade, braucht es überhaupt noch Vogelfedern blaue? Braucht eine blaue noch? Glaube nicht mehr, wa? Okay, nehmen wir weg. Zurück ins Wolkenmeer und dann ab zum Hyliasee. Hyliasee, Quatsch, natürlich zum Floriasee. Hyliasee. Ja, der Floriasee, der will natürlich auch erobert werden. Gut gemacht. Und Sturzflug Aura. Juhu. Das wird wehtun. Also kein Bock. Sie haut lieber ab. Wenn wir gesagt Pokéstatue der bringen sollen, drücke A. Gut, jetzt haben wir hier hinten ja, wie gesagt, oder vorhin gesehen, haben wir noch ein Artefakt der Göttin, da ist ein Herzteil drin. Haben wir hier noch eins, etwa Aussichtsplattform. Hier müsste noch irgendwo so ein Artefakt sein, wo auch ein Herzteil drin ist. Und dann haben wir hinten noch eins am Floriasee Wasserfall. Wo es etwas anderes drin hat als, ja, ein Herzteil, nicht wahr? Sehr schön. Und sanft gelandet. Toll, dann wieder ein paar Fledermäuse. Wir haben sonst doch etwas so. Jetzt haben wir das Gezupfe. Komm her. Kommst du her? Geht doch. Es ist ein Pyro-Hüpfer. Kein Riesenkäfer, sondern ein Hüpfer. Cool. Was macht der Schönes? Scheinbar nicht viel. So, wieder mal Schmetterlinge. Flatterlinge wollte ich gerade sagen. Schmetterlinge, kommt her. Da. Geht doch. Einer fehlt noch. Wo ist der nächste? Komm her, komm. Alter, kommst du her. Kommst du her. Komm her, komm zu Papa. Papa Link, ganz genau. Nicht Papa Schlumpf, sondern Papa Link. Wollte gerade noch gucken. Hat sie noch etwas? Da oben hat es, glaube ich, noch Rubine. Die haben wir bereits geholt, war. Na gut, dann wohl die Abkürzung. Und zwar hier oben, ganz gut versteckt, hat's noch ein Artefakt der Göttin. Und ja, auch sowieso nicht. Da oben ist es auch schon bereits. Master Sword, bäm. Ja, hier müssen, glaube ich, 100 oder 300 Rubine drin sein. Sehr schön, dann haben wir, glaube ich, soweit fast alles Picobello. Fehlt noch etwas hier oben? Käfer. Seht doch bitte mal um, ob sie noch etwas hat. Ich erinnere mich, dass wir hier oben, glaube ich, noch so einen 100er Rubin geholt haben. Das ist allerdings schon eine Weile her. Sonst hat sie nichts mehr, wa? Vor dem 4. Tempel. Der Tempel am Wasserfall. Beschleunigen. Sinkflug! Okay. Dann zurück. Ja. Dann war's das, wie es aussieht. Und ich würde mal sagen... Ja, hier haben wir jetzt wirklich nichts mehr. Schade, eigentlich hat es hier noch etwas. Ne, hier geht's bloß runter. Und zwar sehr steil, also würde ich mal sagen, juhu, hopp. Wunderbar. Hat er noch irgendwelchen Tipp für uns oder will der einfach nur... Was so ein Symbol der Liebe an einen mysteriösen Wende, wird es dir bestimmt besser gehen. Symbol der Liebe, sprich ein Herzen gibt es nachher Herzen, aber wir haben ja Feen, sind sowieso viel besser. Gut, liebe Vogelstatue, wir hauen wieder ab. Denn wir haben eben noch ein neues Missionsziel, oder? Sprich halt Abschnitt 3, jetzt geht es darum, das Triforce zu finden, um den Todbringer, der Verbannte, wie auch immer.
endgültig zu vernichten. Aurora, komm herbei. Sehr schön. Jetzt mal kurz schauen, wo sind. Hier ist eine, genau da oben hat es. Da hat es dann nochmal zwei. Ja, wir kommen doch voran. Oh, das ist natürlich... das ist am Arsch der Welt da oben. Am Arsch der Welt. Ja, wir sind so am Arsch, wir sind am Arsch. Egal, das mal kurz hier markieren. Zack, zack, bums, Fallera. Und dann machen wir einen Abstecher zurück im Wolkenort. Denn vielleicht nur finden wir eine Person, die eine Ahnung hat über das Triforce. Wer hat eine Ahnung? Jupp. Na, Freunde, wer könnte wohl eine Ahnung haben, wa? Ist doch immer der gleiche, kommt schon. Wer sollte alles wissen? Hä? Wer kann hier alles wissen? Gehen Sie an. Es gibt nur einen. Zeldas alter Herr. Ja, wenn ich schon mal hier bin. Ich weiß nicht, habe ich da noch etwas? Nicht hier, sondern hier wollte ich gerade schauen. Hier habe ich ja alle Taschen, das stimmt. Gäbe es eigentlich nur noch, da ist es ja. Noch das Herzteil war und glaube ich noch die Lebenskraftmedaille. Bleibst du hier? Und sonst, gibt es noch was bei Terry? Eine Insektenmedaille, wa? Ich gucke mal, was gibt's bei ihm? Bei Terry, dem Händler. Ausverkauf, schön. Genau, gibt eine Lebenskraftmedaille hat er noch. Nachher hat es ein Herzteil dafür 1600. Und da hat es noch eine Insektenmedaille. Ja, also alles Dinge, die wir gar nicht brauchen, zumindest momentan nicht. Und tschüss. So, Zeldas alter Herr. Ich mal kurz, wenn ich schon mal hier bin. Ich habe keine Truhe mehr, oder? Nö, zumindest keine wichtigen. Also hier oben soll es noch eine haben, oder zwei sogar. Ne, nur eine. Aber da ist ohnehin ist da noch, ja, was anderes drin. Was anderes als Geld. So, und jetzt? Springling! Das war ein toller Flug. Ach, Freunde, ja, es geht langsam zu Ende. Alles geht zu Ende. Wie es ja eigentlich immer so ist. Nicht wahr? Und trotzdem muss ich sagen, macht das Spiel trotz allem noch riesigen Spaß. Ey. Hier, Skyward Sword ist doch einfach nur ein geiles Spiel, wäre da die Steuerung manchmal nicht so verbuggt. Also verbuggt halt nicht so eigensinnig, wa? Weil verbuggt ist ja eigentlich nichts, ist eher so, ja, ebenso für sich halt. Jetzt muss mal kurz schauen, hier ist doch das Badezimmer, okay, ich will sowieso nicht rein. Ich will zu Zeldas altem Herr, nicht zu Meister Tyto. Hier ist Meister Otus. Das sind alles die Meister und der Direktor. Meister, Direktor, das ist ein toller Verschlag. Da bist du ja, alter Sack. So, was weißt du über das Triforce? Her damit. Hast du das Neues über Zelda rausgefunden? Sag schon, und seit mir der kleinste Hinweis, ich will alles hören. Ja, deine Tochter lebt, sie ist da unten, aber sie ist ein bisschen, naja, auf Eis gelegt. Fast schon wortwörtlich. Du kannst immer noch nicht sprechen? Ich verstehe. Es gibt Dinge, die man nicht reden kann. Dann soll man schweigen. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Und ich will mich immer daran halten. Ja, als Let's Player. Natürlich. Ich habe ein wenig nachgedacht, Michael. Es tut mir leid, mit anzusehen, wie du dich so mutterseelenallein deinem Schicksal stellst. Ich bin nur ein alter Mann. Aber vielleicht kann ich dir gerade deswegen helfen. Ich habe beschlossen, all mein Wissen mit dir zu teilen. Das finde ich natürlich schön. Du kannst mich alles fragen, was du zum Wolkenort wissen willst. Also, was sagst du da? Du willst wissen, was das Triforce ist? Nicht was, das wissen wir, wo es ist. Woher weißt du? Die alten Schriften sagen leider nur sehr wenig darüber. Es ist auf jeden Fall sehr rätselhaft. Wohl eher mächtig, rätselhaft eher weniger. Es tut mir leid, da redest du von meiner Weisheit und muss trotzdem passen. Ja. Typisch, typisch. Und wir hauen ab, der weiß sowieso nichts. Alter Sack, ey. Ein Moment, Michael. Was nicht schon wieder? Du kannst mir was für meine Augenbrauen mitbringen und du weißt, sie sehen ein bisschen seltsam aus. Nur ein kleiner Scherz. Einen Hinweis kann ich dir geben. Vielleicht hast du von dem uralten Himmelsgeist Narisha gehört. Narisha?
Da ist es seit ewiger Zeit der Hüter der Wolken und zugleich ein wandelndes Lexikon. Ich bin mir sicher, dass dir etwas zum Triforce sagen können wird. Sagen können wir, das ist auch so tolles Deutsch. Ein Lexikon, was soll denn das sein? Bin ich zur Schule gegangen. Wo ist der? Das ist eine wirklich gute Frage. Naja, klar. Dir ist sicher schon diese riesige Sturmwolke aufgefallen, die vor kurzem aus heiterem Himmel erschienen ist. Was? Eine Sturmwolke? Nee, habe ich nie gesehen. Wir waren niemals drin. Ich meine, Insel der Lieder und so, Städte der Lieder, sagt mir gar nichts. Naja, du mit deinem Sarkasmus. Es gibt das Gerücht, dass Narish an dieser Wolke eingeschlossen wäre. Ich hatte Meister Otus beauftragt, diesem Gerücht nachzugehen, doch dann kam die Sache mit Zelda dazwischen und naja. Ich habe ihn noch nicht befragen können, aber vielleicht hat er bereits etwas herausgefunden. Vielleicht sollte Meister Otus direkt nach Narish fragen. Das werde ich tun, alter Mann. Direktor. So, Meister Otus, wo ist er? Hier ist er. Meister Otus Zimmer. Natürlich ist keinem unterrichten und so, nö, die sind den ganzen Tag am Faulenzen hier. Oder sich ein paar Pflanzen reinziehen, wie es aussieht. Also Biologie ist in allen Ehren, Biologie sage ich schon. Botanik natürlich, Mann, nicht Trottel, Botanik in allen Ehren, aber... Oh, das sieht noch interessant aus. Gras, alles klar. Botanik in allen Ehren, man kann sich übertreiben. Otus, ich habe eine Frage. Na, Michael, was macht deine Suche nach Zelda? Was hast du gefunden? Wer? Narisha? Du hast wohl mit dem Direktor geredet? Narisha befindet sich in der Sturmwolke. Aber es ist nicht der Narisha, den wir kannten. Qu'est-ce que c'est? Er ist ein Monster. Oh, nö. Er mag wie Narisha aussehen, aber als ich mich am letzten Mal näherte, hat er mich angegriffen. Sag mal, wenn er in der Sturmwolke lebt, gut, ich glaube, das habe ich bereits damals gefragt im ersten Let's Play, wie konnte Otus in die Sturmwolke gelangen? Ich meine, sorry, aber der Weg hat es nur für uns geöffnet. Von daher, I don't understand you. I don't understand the game mechanic and the game system, ist egal. Narishas Blick war so voller Hass. Er hat sich verändert. Irgendwas ist geschehen. Das kann ich spüren. Ja, du bist nicht gerade, Hype und so, verstehst du schon? Wie Hype? Ja, du weißt schon, so voll auf Ecstasy und so. Nö, ich hab nur Gras. Wie, du willst mit Narisha reden? Das ist unmöglich. Narisha ist im Moment für unsere Worte unerreichbar. Und selbst wenn du nah genug an ihn rankommen würdest, er würde dich angreifen und das wäre dann Ende. Toll. Und jetzt, wie geht's weiter? Was? Du willst trotzdem gehen? Ja, was bleibt mir übrig? Also, gehen, fliegen wohl eher. Nun, du willst es tun, um Zelda zu finden, oder? Gut, ich habe das Gefühl, du lässt dich davon nicht abbringen. Wow, ist ein Blitzmerker, wa? Ich habe eine Idee, komm mit. Tja, ein bisschen Flugtraining, Freunde. Irgendwas stimmt mit Narisha in der Sturmwolke nicht. Wenn du die Ursache für sein Verhalten beseitigst, kommt der alte Narisha vielleicht wieder zurück. Also Michael, ich bringe dir jetzt eine ganz spezielle Vogelreitertechnik bei. Ach du Scheiße, ich habe mich damals so dämlich angestellt dabei. Das kann lustig werden. Den Tornadostoß. Ja, eigentlich eine coole Technik. Der Tornadostoß ist ein starker Angriff. Mit seiner Hilfe kannst du Narisha sich von dem Übel, das ihm befallen hat, befreien. Die Ausführung ist im Prinzip nicht schwierig. Du musst nur A drücken, das ist alles. Also sprich, bisher haben wir immer Ruckzuckhieb eingesetzt, oder so Pokémon-like in Luft und so. Also waren einfach ein bisschen schneller unterwegs und jetzt ist einfach der Tornadostoß. Sprich, er dreht sich einfach. Allerdings wird ein Wolkenvogel extrem schnell in dieser Zustand, hält länger an als nach einer normalen Attacke. Ja, hoffentlich auch. Die Kunst ist, den Vogel im Flug stabil zu halten, deshalb lernen nur die erfahrensten Schüler der Oberstufe diese besondere Technik. Ich habe abgeschlossen, hallo. Ich habe es nie gelernt. Für dich ist es eigentlich noch zu früh. Ich dachte, wir wären Absolvent. Wir wollen sehen, vielleicht bist du ja schon bereit dafür. Naja, so viel zu den grünen Klamotten, wa? Sprinte los und spring von hier ab, dann ruft ein Wolkenvogel. Okay, Leute, es geht los. Nicht da. Da. Okay, Anlauf. Was wird das, Michael? Willst du hin? Ich will Anlauf nehmen. Ja, ist schon gut. Ich wollte bloß Anlauf nehmen, meine Fresse. So, soll ich wirklich? Na gut. Aurora, juhu! Und jetzt wird's Zeit für ein Training. Also gut, Michael. Du kannst voll in der Luft gleiten. Sogar stehen bleiben. Und dann Wolkenvogel A drückst, dreht er sich und greift an. Ja, wir müssen auf diese Zielscheiben treffen, dann 10 Ziele und natürlich in der Zeit. Wenn du schaffst, mal 120 Sekunden zu zerstören, bist du ein wahrer Vogelmeister. Was fangen wir an? Ach du Scheiße.
Ist gar nicht mal so einfach, Freunde. Ja, war ein bisschen zu früh, aber geht schon. Müsste gehen, müsste gehen. Du bleibst mir aus dem Weg da. Sind zum Glück mehr als 10 Ziele. Juhu. Geht, glaube ich, besser zum ersten Mal, wa? Ah, verdammt. Wenn ich so weiter rumschleiche, wird das nie was. Blink. Geht doch. So eine Kehrtwendung. Oh. Ja, verdammt. Was war denn das? Alter. Ja, ich weiß, ich bin so mies. Ich fühle mich auch richtig mies. Ich muss kurz umdrehen. So, jetzt aber wieder. Geht doch. Ja, der Rest ist mir gerade egal. So, das war Nummer 4. Nummer 5 ist da oben. Alter, die Steuerung, ey. Bin ein bisschen langsam unterwegs, aber das Gefühl. Ja, Nummer 6. Wow. Das war knapp. Wo ist Nummer 7? Wo ist Nummer 7? Da unten ist sie. So, Nummer 7. Schön. Zeitmäßig bin ich noch gut unterwegs. Und da kommt ein Vogel vorbeigeflogen. Sehr schön. Die Nummer 8. Da unten war noch einer. Von wegen da unten. Da oben ist der. Mann. Dämlicher Piepmatz. Geh mir das da aus dem Weg. Komm herbei. So, die Nummer 9 fehlt noch 1, hab knapp 20 Sekunden Zeit. Das dürfte eigentlich reichen hierfür. So, komm schon. Ja. Und zack. Das Ende. Hat noch voll die Füße angeschlagen. Nee, arme Aurora. Arme Aurora. Sehr gut. Du hast innerhalb des Zeitlimits 10 Ziele zerstört. Du beherrschst den roten Wolkenvogel wirklich meisterlich, Michael. Wirklich sehr gut. Naja, geht so. So, den Stoß kann jetzt einsetzen. Schön, jetzt muss ich natürlich noch finden. Im Besitz der Kürbisbar bringt nach jedes Jahr Kürbissuppe. Müsste helfen können. Ja, ein bisschen fragst du im Rat. Ja. Müsste. Das Problem ist nur, wir haben ja die ganze Sidequest bei ihm nicht gemacht, nicht wahr? Von wegen Herzteil und so, was man dabei machen könnte. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie das funktioniert mit ihm. Sprich, muss ich zuerst die ganzen Sidequests mit ihm machen oder geht das direkt? Ich weiß es nicht, Leute müssen es halt ausprobieren. Kann ich gleich mal, by the way, ich sehe gerade mal Zeit her. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber für ein paar Dinge sollte es reichen. Wenn mal kurz mache ich hier überhaupt. Ich fliege mal kurz zu der Insel da drüben. Weil ich würde schon gerne vorab speichern, im Fall des Falls, dass ich da was verwechselt habe. Und ich gleich ein Herzteil einsammle. Weil das wäre fehl. Aber da unten müsste eine Vogelstatue sein. Ich hoffe es. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Die Kürbisbar ist doch... Ja, die ist da unten, ja, viel zu weit weg. Ich habe doch auch eine Vogelstatue, oder? War hier keine? Komm schon, Ding, komm schon. In meiner Truhe, das weiß ich, aber sonst war hier nichts. Keine Vogelstatue, nada, null. Da drin auch nicht? Nö, hier war nur das beschissene Training, ey, Alter. Machen wir am Schluss noch. Vielleicht knacken wir einen Rekord noch, muss mal kurz schauen. Wisst ihr was? Mach Trick 17! Was heißt Trick 17? Wäre wohl eher Trick S. Und zwar steht S halt für Sicherheit. Und für Safety firstens. So, jetzt gehe ich mal ganz kurz hier runter. Aiden ist natürlich gerade in der Nähe. Das Gebiet. Ja, der Vulkan. Eldin, der ist da. Ja, der ist da. Ich soll davor gestartet und drücke A. Ja, Mann, zentrieren. So, jetzt. Vulkan Osten. Ja, Mensch. Bin nur ums Abspeichern, geht nur darum. Wir gehen gleich wieder hoch und dann werden wir... Ja, denke ich mal kurz Narisha besuchen gehen, wa? Machen wir das noch in dem Part? Ich weiß gar nicht. Wir sehen es gleich. So. Ja, bin hier richtig, das ist schön. Kurz abspeichern. Erfolgreich. So. Und jetzt wieder zurück. Ah, zu den Wolkenmeer. Ja, bitteschön, dankeschön. Über den Wolken.
muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Ja, ich weiß, Leute, das ist wirklich irgendwie das einzige Lied, das mir hier so spontan halt einfällt. So, war jetzt das mit der einen Truhe? Wo war die jetzt? Da drüben irgendwo? Ah, da ist sie. Alter Schwede, ist das noch weit weg. Tornadostoß! Viel schneller geht's leider nicht. Und der Part wäre auch schon zu Ende. Oh, oh Mann. Das gibt's hier wohl überhaupt nicht. Was treibe ich hier? Ich versuche zu zoomen. Wie es scheint. Das war knapp. Aber nicht knapp genug. Da ist also irgendwo. Auf dieser verdammten Kackinsel, wie auch immer. Irgendwo hier ist das. Turm direkt. Nein! Oh Mann! So, abspringen. Ich springe. Nee, oder? Jetzt sagen wir bitte nicht, dass das... Nein, verdammt, das war die Truhe. Nein, da kann man nur nachziehen mit Terry, aber ganz vergessen, ich dachte, das wäre der obere gewesen, den ich jetzt holen kann. Habt ihr gesehen, dort oben hat es auch eine. Ja, Aura-Suche, schön. Flippt total aus, das Teil. Oh. Ja, da kann man so nicht hin, aber Terry ist... Oder kann ich mich da fallen lassen? Nee, geht nicht. Na, ist zwei drüben. Scheibenkleister. Wieder mal super gewesen, Michael. Ah. Alles klar, Terry, ich brauch dich. Kann nicht jetzt. Was machen wir jetzt? Kürbisbar bereits? Die wäre da unten. Nö, geht's erstmal da lang. Alter, wie lang das ist. Habe ich irgendwo eine Abkürzung? Komm schon, Abkürzungsterminal, wo bist du? Ja, wo ist der denn? Wo kann ich eine Abkürzung nehmen? Es wäre notwendig. Sonst langweile ich euch hier. Juhu! Ja, über den Wolken muss die Freiheit wirklich grenzenlos sein, Freunde. Einfach nicht ganz grenzenlos, aber es hat schon was. Oh, Hilfe, ich sehe nichts mehr. So viele Wolken. Oh, Hilfe, jo. So, da ist doch bereits so einer. Komm schon, ich weiß es noch. Aurora, beeil dich ein bisschen. Komm schon, Ruckzuck-Hieb. Ja, besser. Und gleich wird es zum Turbo-Tempo. Krass, wa? Dann da vorne nochmal einen, genau. Wir sind bereits beim nächsten Turbo-Tempo, ja, Terminal. Wie auch immer. So, und da sind wir schon. Da sind die Roulette-Insel und direkt darunter müsste es sein. Wenn ich mich richtig erinnere. Insel und der Roulette-Insel, wo bist du? Boah, ich sehe so wenig, ja, dort. Jetzt sehe ich's. Dort müsste es doch sein. Oder was, auf der Roulette-Insel selbst? Nee, Quatsch. Das war drunter. Und da haben wir es schon. Juhu. So, Freunde. Wird, glaube ich, Zeit für ein paar Rubine. Und zwar direkt 300 Stück. Ist das geil. Schön, die Kasse ist wieder voll. Das soll mich umso mehr. Juhu. Ja, und jetzt würde ich mal sagen, geht's weiter mit der Hauptquest, wa? Also sprich, der halt zur Kürbisbar geht's jetzt. Oh, bin sowieso die falsche Richtung. Mann! Ah. Das Zentrieren, das nervt. So, jetzt stimmt's wieder eher. Kürbisbar ist irgendwo da hinten. Ich sehe es schon mal schwach, also nehme ich mal trotzdem hier die Abkürzung. Hat sie gleich zwei? Nö, oder? Das sieht doch nur so aus. Oder will mich das Spiel gerade verarschen? Ist das eine Abkürzung hier? Natürlich ist es eine Abkürzung! Turbo-Tempo! Woohoo! Hilfe! Die Kürbisbar. Wo ist die jetzt, die Insel? Da vorne könnte es nicht sein, die da unten? Ja, ich glaube, das ist sie. Das müsste sie sein. Gut. Und jetzt ganz schnell, Aurora. Und
Juhu! Wow, 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 ich bin so schnell. Wo ist der Kürbisbär hin? Oh, den haben sie gerade gesehen. Ja. Da ist sie ja schon. Abspringen. Und, seltsam landen. So, Freunde, hier geht's dann also weiter wieder bei Zelda Skyward Sword im Hero Mode. Wenn es darum geht, einen alten Knacker zu überreden, also sprich den Besitzer der Kürbisbad zu überreden. Oh, jetzt. Schmetterlinge. Und die Kürbissuppe für Narisha zu geben. Und ich bin schon sehr gespannt, ob das überhaupt klappt, ohne halt seine Sidequests, die wir sonst schon so gemacht haben, halt zu machen. Was kriegen wir? Eine Monsterklaue! Geil, Mann! Kann man immer gebrauchen, Leute. Kann man immer gebrauchen. Naja, zumindest mal fast zu viel, war 11 Stück. Wir haben gar nicht mehr los, ey. Na egal. Herz in Truhe und hier sogar eine Speicherstatue, umso besser. Und dann geht's ja weiter und vermutlich geht's dann auch schon erst im Part dann, ich sage jetzt mal, die Aufholjagd mit Narisha. Da könnt ihr euch schon mal sehr drauf freuen, Freunde. Und ich sage wieder mal, vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin, ciao zusammen.